SRF Audio. SRF 3 Fokus mit dem Stefan Büsser. Er ist 36, ist einer der witzigsten Menschen von unserem Land. Seine Shows sind praktisch alle ausverkauft und er bringt einen neuen, eigenen Stil in die Schweizer Comedy-Szene. Er ist Vater von 2 Kindern und ich darf ihn seit seinem allerersten Auftritt begleiten. Es ist mir eine grosse Ehre. Herzlich willkommen im Fokus, Charles Nguela. Ja, guten Tag, Stefan. Bevor wir zum Anfang von deinem Leben gehen, würde ich gerne an den Anfang von deiner Karriere gehen. 13. August 2011. Ich habe dich im Weissen Wind in Zürich anmoderiert und dann bist du auf die Bühne gekommen. Was ist das für ein Moment aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, über Zugfahren geredet, dass ich gesagt habe, wenn ich in den Zug gehe mit einem Anzug, je nachdem, welche Krawatte ich anhabe, kann es dementsprechend Probleme geben. Irgend so etwas. Okay. Und dann habe ich gesagt, wenn ich eine schwarze Krawatte habe, kein Problem. Eine rote Krawatte steht meistens eine ältere Frau in der ersten Klasse und fragt mich und sagt mir, ich hätte gerne einen Kaffee oder Gipfeli. Ja, und ich nehme dann die 10 Franken und komme dann nie mehr zurück. Irgend so etwas habe ich gesagt. Oh Gott. Wir kommen aufs Thema Rassismus vielleicht später noch. Ja, gerne, ja! Aber sag mal, warum hast du überhaupt auf die Bühne wählen? Eigentlich nicht. Also weißt, ganz ehrlich, ich und meine Schwester haben immer ab 10 haben wir Stand-up schon geschaut. Und bei euch in Kongo haben wir so Serien, wo sie alltägliche Sachen dann zeigen. Und das habe ich geliebt. Ich habe nie im Leben gedacht, ich würde gerne auf die Bühne. Ich wäre gerne Schauspieler geworden. Ah, tatsächlich? Das weiss ich noch. Ganz klein war ich immer entweder Rennfahrer, Schauspieler oder Kampfpilot. So klassisch. Und dann nach einer schweren Training haben meine Freunde gemeint, hey, probier es mal aus. Haben mich dann angemeldet und ich bin dann gegangen. Und ich war fasziniert gewesen, wie jung, alt, irgendwie Ausländer, Schweizer dann gelacht haben. Und das hat mich süchtig gemacht. Und dann, ab dann bin ich dann immer wieder auf der Bühne gestanden. Was ist das für eine Comedy-Szene, die ihr im Kongo habt? Ist das auch eben klassisches Stand-up? Ist das mehr so Sketch-Comedy? Es ist Mit was bist du aufgewachsen? Sketch-Comedy. Da heisst sie, ich habe das Wort vergessen, aber du siehst alltägliche Sachen, Situationen, wo sie einfach, es wird einfach absurd. Da heisst jemand geht einkaufen und dann irgendwie jemand klaut etwas im Laden, der will helfen und am Schluss klaut der etwas. Einfach so, es sind wirklich Sketch-Comedy gewesen. Bis Teenager. Dann habe ich schnell mal Dave Chappelle und die Chappelle Show, dann kennengelernt, Bill Burr, all die. Und dann bin ich in Stand-up hineingekommen. Einer, den ich dort im Weissen Wind das erste Mal gesehen habe, ist der Dani Gundelfinger. Yes. Ein Mensch, der dein Leben dann nachher nachhaltig verändert hat. Wer war der Dani? Der Dani war mein allererster Manager gewesen. Und dann am Schluss kann man sagen, er war mein Pseudo-Vater. Ersatzpapi eigentlich fast. Ja, Ersatzpapi wirklich fast. Wir haben uns immer wieder, auch nachdem dass wir nicht mehr zusammen gearbeitet haben, haben wir uns immer getroffen. Wir sind immer zusammen essen. Jeden zweiten Montag ist er meine Tochter besuchen. Und sie hat ihn immer Opa Dani genannt, von Anfang an. Und so ist es auch gewesen und geblieben. Und er hat schon mein Leben extrem geprägt. Ich meine, er hat mir Zeug beigebracht, wie mir andere Menschen helfen muss man nicht, weil man muss, sondern weil man es kann. Das ist einer von den Sätzen, wo er mir immer wieder gesagt hat, wo ich immer denke, oh wow, das ist mega schön, ich helfe jemandem, weil ich kann und nicht, weil ich muss. Und das ist schon, dass er nicht mehr um ist, schon schwierig gewesen. Das ist, was du gerade sagst, ist sehr typisch für den Dani. Ich habe ihn natürlich auch gekannt. Er hat auch meinen ersten Auftritt gesehen. Ja. Und er war ein Zürcher Comedy-Veranstalter, muss man sagen. Und wir sind dann später auch befreundet worden. Er ist dein Ersatzvater geworden, ist leider verstorben. Ja. Was hat das in deinem Leben gemacht? Das war eigentlich das zweite Mal, wo du dann wie eine Vaterfigur verloren hast. Du hast deinen Vater auch sehr früh verloren, kommen wir sicher nachher noch dazu. Sicher, ja. Was ist das für ein Verlust für dich? Hey, es hat mich... Erstens mal ist wieder einfach ein Mensch gewesen. Ich habe so Bezugspersonen in der Comedy-Welt, weißt, wo ich weiss, ich könnte einfach über alles schwätzen und sie verstehen mich. Du, Joel, Dani sind so Leute und dass eine Bezugsperson erstens mal fehlt, das merkst. Aber auch familiär für meine Tochter und die Kinder habe ich einfach gedacht, mega schade, ich hätte
gerne ihnen das Leben geben, das sie Großvater irgendwie hatten. Die Kleine hat einen neuen Kopf. Sie fragt immer wieder, wo ist der Opa Dani? Und er muss immer wieder erklären, er kommt nicht mehr. Aber ja, es war schon ein schwerer Verlust gewesen. Also bis heute merke ich es auch und gerade jetzt Anfangsjahr kommt es wieder vor, weil es ist letztes Jahr Januar gewesen, wo er von uns dann gegangen ist. Auf dem er wird vermisst, so wie er geliebt wurde. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und eben, ich habe es angesprochen, komm, dann gehen wir gerade dorthin. Du hast deinen Papi auch sehr früh verloren. Ja. Was ist das für eine Geschichte? Die ist nämlich wesentlich tragischer, darf man, glaube ich, schon so sagen. Ja, genau. Das ist damals in Kongo, also der Krieg ist mehrmals ausgebrochen. Beim ersten Mal weiss ich noch, ich bin klein gewesen, ich habe schon halbwegs mitbekommen mit dem Lärm und unsere Eltern haben uns versucht zu beschützen. Natürlich, alles so gut wie möglich erklärt. Aber dann später hast du schon gecheckt, es gibt eine spezifische Gruppe, die gesucht wird. Das sind die Leute, die mit der Regierung gearbeitet haben oder nicht reinrassig waren damals. Und leider sind wir in dieser Kategorie reingefallen. Dein Vater hat für die Regierung gearbeitet in Kongo, ja. Und dann sind sie halt für uns gekommen. Und dann haben wir müssen gehen. Also das sind ja nicht irgendwie einfach zur Nacht aufgetaucht, sondern das ist eigentlich ganz perfid. Das war ein Familienfest gewesen. Ja, Familienfest, mitten am Tag, wo du das nicht erwartet hast. Und zum Glück, ich glaube, die Eltern haben das schon im Voraus gesehen und haben alle einen Plan gehabt. Und dann haben wir alle gewusst, wir treffen uns im Süden. Das heisst, ich glaube, 70% von der Familie hat sich dann wieder in Südafrika getroffen. Das heisst, meine ganzen Cousins und Cousinen, wir sind alle zusammen aufgewachsen in der gleichen Stadt und das ist eigentlich gegangen. Und es ist zwar mega schade und Kongo habe ich jetzt, glaube ich, bis jetzt nur einmal besucht, aber ich habe wenig Familienmitglieder, die meisten sind in Südafrika. Da ist ein bisschen mehr Bezug, aber ich hätte gerne mehr Bezug zu Kongo und ich glaube, mehr zurückgehen. Einfach wieder sehen, woher ich komme und wo ist das Haus gestanden. Ich habe es noch im Kopf, ich weiss noch, wie es aussieht. Hast du lebendige Erinnerungen an die Zeit noch? Ja, habe ich. Hast schon ein paar Erinnerungen, wie ich von einem Hund angegriffen worden bin. Also nur gute, ja? Nein, lustig ist sie, dann einen Tag später ist meine Schwester dann vom gleichen Hund gebissen worden. Meine Mutter ist durchgedreht. Und ist zum Nachbarn gegangen, hat von der Tür geschraubt, das weiss ich noch, bis die Polizei auftaucht ist. Mein Vater hat es angerufen vom Arbeiten, ist heimgekommen und dann sind wir, glaube ich, sehr fett gegessen. Das kann ich mich noch erinnern. Und anscheinend war es immer so gewesen, wenn mein Vater Fußball geschaut hat und seine Mannschaft hat verloren, um sich abzulenken, hat er sie immer aus dem Haus genommen, einfach irgendetwas zu essen oder irgendetwas zu machen. Und so Zeug, das habe ich immer noch im Kopf. Also du hast eigentlich immer gehofft, dass seine Mannschaft verliert? Ja, sehr. Ja, wirklich sehr. Das kann ich mich wirklich noch sehr, sehr gut erinnern. Und er war auch ein mega lustiger Mensch gewesen. Ich glaube, eine Erinnerung habe ich von ihm, wie wir alle dort sitzen, schauen Fernsehen und dann läuft er durch, mein Bruder ist eingeschlafen mit dem Kopf gegen oben und das Maul offen. Er hat, glaube ich, ein Weinglas in der Hand, läuft vorbei, kommt wieder zurück, schaut dann an, tut das Weinglas her, nimmt Wasser, lädt ihm das ins Mund und läuft einfach raus. Mein Bruder steht auf und schießt uns zusammen. Was ist eigentlich? Und sagt, das ist der Papi gesehen. So, nie im Leben. Er war ein sehr lustiger Mensch. Das habe ich noch im Kopf. Trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn man mit 5 den Papi verliert, das ist ja schon extrem einschneidend. Ja, definitiv. Wie hat dich das dort verändert? Du merkst, eine Bezugsperson fehlt. Du hast nicht... in dem Sinne, mein Haus hat nicht so gefällt, weil ich noch meine 2 grosse Brüder hatte. Und in Afrika sagt man ja, du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das heisst, ich habe meine Cousins und Cousinen neben mir gehabt. Das heisst, sie haben so wie das ein bisschen ersetzt. Aber trotzdem hast du es dann gemerkt, je älter du geworden bist, zum Beispiel, wenn Freunde sagen, ja, ich bin mit meinem Vater übers Wochenende sind wir irgendwie auf dem Boot gewesen, oder wir sind Ferien, mein Vater da. Ich habe solche Geschichten nie gehabt. Ich einfach zuhören und sagen, super cool, und habe nichts erzählen gross. Und das habe ich schon gemerkt. Aber im Nachhinein, it is what it is. Also hast du nie den Moment, wo du denkst, es ist so schade, kann er nicht erleben, was aus mir geworden ist? Definitiv. Ich denke mir das immer wieder so, es wäre schon schön gewesen, wenn er gesehen hätte, oh wow, mein Sohn ist Stand-up-Comedian geworden.
und redet Schweizerdeutsch. Aber ich glaube, wäre er noch da, wäre ich nicht da. Also wäre die Geschichte ein bisschen anders abgelaufen, habe ich das Gefühl. Und wieso hast du das Gefühl? Weil er hat in Belgien studiert und ist wieder zurückgegangen. Und ich glaube, wenn er nach Europa gegangen wäre mit uns, wäre es nicht Schweiz gewesen, wäre es sicher Belgien gewesen. Gut, belgischer Stand-up-Komiker wäre auch okay. Ja, wäre auch okay. Ist auch eine komische Sprache zum Reden, das geht schon. Vielleicht etwas Ähnliches. Ja. Dein aktuelles Programm heisst Timing. Yes. Warum hast du den Titel gewählt? Ja, meine Mutter hat mir da geholfen. Weil meine Mutter hat immer gesagt, hey, Timing ist alles im Leben. Und er hat gesagt, du kannst Liebe von deinem Leben begegnen, aber wenn das Timing nicht stimmt, dann wird einfach an die Person vorbeilaufen. Und da habe ich mir Gedanken gemacht über das Programm. Und du kennst es ja beim Programm schreiben. Der Name ist etwas, das dich einfach, es treibt dich in Wahnsinn. Und bei mir war es meistens, das Timing hat nicht gestimmt. Da habe ich immer das Programm geschrieben und erst am Ende den Titel gehabt. Und dann im Nachhinein gemerkt, falscher Titel. So. Diesmal ich dachte, ich mache es anders, wegen dem Timing, ich muss das richtige Timing haben. Deswegen habe ich gefunden, hey, einfach, das ist es einfach. Und dann habe ich das Programm rund um den Titel gebaut, wo ich sonst nie gemacht habe. Ich habe immer zuerst geschrieben und habe einen Titel gefunden. Von dem her, ja, einfach gedacht, Timing passt. Du hast selber in einem Interview mit der Limmertaler Zeitung gesagt, du hättest ja ein unglaublich schlechtes Timing, also nicht auf der Bühne, sondern mehr nebendran. Wie äußert sich das? Ja, heute zum Beispiel. Gut, du bist einfach zu spät gekommen. Ja, ich bin pünktlich gewesen. Ich bin pünktlich gewesen. Nein, ich meine, du kannst es sehr gut nachvollziehen. Du kennst es, wir kommen ja in Situationen rein, wo das Timing sagt, du sollst jetzt von dieser Situation weglaufen. Aber als Komiker kennst du es. Du bleibst ein bisschen länger, wie du weißt, ich will sehen, wie das jetzt ausgeht. Vielleicht gibt es irgendeine coole Story und dort, dann stimmt das Timing dann nicht, aber es ist bewusst nicht stimmen. Ja. Darum bin ich ja auf Abu Dhabi gegangen. Ja, aber hey, das Timing beim Zurückfliegen, dort hat es passt. Das hat tatsächlich gepasst. Was unterscheidet das Timing oder vielleicht auch, wie man mit der Zeit umgeht in Afrika vielleicht von uns? Ich glaube, wir sind, je nachdem, wir sind ein bisschen mehr laid back, sagen wir so. Aber ich glaube, allgemein in Ländern, wo die Sonne länger scheint, sind die Leute allgemein ein bisschen mehr laid back. Also weißt, wenn du zu spät kommst, und ich habe es gemerkt, das letzte Mal in Südafrika, wo wir waren, an der Hochzeit von meinem Cousin, Entschuldigung, er sagt uns, wir treffen uns am 9 Uhr, du sagst Familie tschüss, stehst früh auf, dann kommt der Typ am 11 Uhr und niemand schießt den zusammen. Das ist aber so. Und es ist sein Hochzeit? Es ist seine Hochzeit. Ja. So. Okay. Und dort sind sie ein bisschen mehr easy, weil ich habe auch bei mir gemerkt, nach 15 Minuten, ich habe mich schon aufgeregt. Ich fand, hey, sorry, das geht nicht. Ich bin früh aufgestanden, meine Familie habe ich jetzt gelassen. Und ja, dort sind wir schon ein bisschen mehr easy. Ja. Aber ich habe das Gefühl, du bist eigentlich schon auch ein Bünzli. Ja, ich glaube, wenn in der Schweiz, ja. Wenn du in der Schweiz wohnst, ich glaube, es geht nicht. Also gewisse Sachen willst du halt bünzligen. Also Entschuldigung. Also wenn, vor allem wenn du schaffst im Geschäft, wenn jemand spät kommt, 15 Minuten. Ich glaube. In welchen Sachen bist du sonst noch ein Bünzli? Ich muss jetzt denken, beim Autofahren. Also nicht bünzlig in dem Sinn Regeln halten, sondern in dem Sinn, wenn Sachen schief laufen, gibt es gewisse Regeln aus einem Grund. Und das ist, damit es eben nicht so krass schief läuft. Wie zum Beispiel das Reissverschlusssystem. Ich rege mich so auf, wenn Leute das nicht machen, weil ich denke, du bist nicht schneller, wenn du nicht eine Person durchlässt. Und ich merke, dann werde ich schon mega bünzlig. Ich sage, es gibt Regeln! Und ja, das... Ja. Es war wahrscheinlich anders gewesen, als du mit 13 in die Schweiz gekommen bist. Ja. Ihr seid aus Südafrika in die Schweiz gekommen. Was war so dein erster Eindruck, wo du da gekommen bist? Ist alles kleiner. Also zum Beispiel, die Schweiz baut ja nicht in die Höhe. Und wenn du mal Johannesburg gesehen hast, das ist wie New York. Also du hast Hochhäuser und alles. Da habe ich mir gedacht, okay. Und das Zweite war, fast alle Häuser sind gleich. Bis fast durch ein Quartier, fast jedes Haus sieht nicht gleich aus. Und Häuser haben mehr Land, du hast viel weniger Land. Und das Wetter auch natürlich, ist einfach kalt gewesen. Und Sprache.
Die Sprache ist schon, weil ich meine, ich habe schon Holländer bis dorthin gehört, aber Schweizerdeutsch ist schon ein anderes Kaliber gewesen. Hast du kein Wort Schweizerdeutsch können? Oder kein Wort Schweizerdeutsch, aber Afrikaans. Und das ist schon sehr... Kommst jetzt aber auch nicht mega weit im Morgen? Nein, kommst nicht sehr weit, das bringt nichts. Nein, das ist ein Goeie Morgen und Leute denken, was? Wie hast du es denn gelernt? Hey, wir sind nach Lenzburg gezügelt und meine Mom hat eine kennengelernt, Miriam Schlepper. Und sie war eine Lehrerin und hat gefunden, hey, ich glaube, deine Kinder müssen schnell zu mir, bevor sie in die Schule gehen. Und dann hat sie uns intensiv Deutschkurs wirklich gegeben, praktisch jeden Tag 3 Monate lang, damit wir, wenn wir in die Schule gegangen sind, eine Basis hatten. Und dann hat sie uns auch gesagt, hey, versuch, Freunde zu haben, die nur Schweizerdeutsch schwätzen. Und das ist auch passiert. Und im Kanton Aargau, in Lenzburg, hat es nicht viele Leute, die Englisch und Französisch können. Das heisst, du hast schnell Schweizerdeutsch müssen lernen. Und ist dir das Ring gefallen? Wie? Ist dir das einfach gegangen? Hey, ich habe glaube einfach Freunde gehabt, die sich mega viel Mühe gegeben haben und sehr geduldig sind und mit den Händen und Füßen können schwätzen. Also es ist wirklich so, dass wirklich Hände und Füße am Anfang. Aber lustigerweise mit all diesen Leuten bin ich bis heute noch befreundet. Und Sport integriert natürlich auch extrem schnell. Oder? Extrem. Du bist Leichtathlet gewesen, muss man mittlerweile sagen. Hast du von Anfang an ab Tag 1 dort auch Sport gemacht oder ist das erst später gekommen? Ja, ich habe Sport gemacht, weil in Südafrika ist das Schulsystem schon ein bisschen anders. Du gehst bis um 2 in die Schule. Du zahlst zwar für die Schule, aber Anfangsjahr bekommst du ein Blatt über mit Sportarten, die du kannst wählen kannst. Und ich habe praktisch jeden Tag nach den 2 irgendwelche Sportarten gewählt. Und wir haben es auch anders. Wir machen auch Schule gegen Schule, Stadt gegen Stadt, Kanton gegen Kanton. Und hier in der Schweiz ist der Konkurrenzkampf haben wir anders, sagen wir so. Dann sind wir in die Schweiz gekommen und meine Mutter hat dann gefunden, hey, du kannst ja nur ein Hobby aussuchen. Und ich bin völlig entsetzt gewesen. Wieso? Das ist alles mega teuer, du zahlst alles selber. Ich so, okay. Und nicht ausgewählt. Ich habe nur das Velo gehabt, das weiss ich. Und dann Sporttag gekommen. Und in Südafrika, der Sporttag, das ist etwas ernst. Das ist nicht einfach, oh Gott, ich gehe dort hin. Wir haben wir sind dort auf der Podest, ich weiss, wir haben so Zeug gesungen wie Don't mess with the best, cause the best don't mess. Don't fool with the cool, cause the cool don't fool. Aha. Oh yeah. Und ich komme an den Sporttag und ich gebe Gas. Und dann am Ende zählen sie deine Punkte und dann sagt der Lehrer, ja, die und die Person hat 700 und ganz klar gewinnen vom ganzen Sporttag Charles Nguela mit 3000 Punkten. Oh Gott. Einfach mehr als Doppelte. Und ich gehe dort mega stolz und ich dachte, die sind alle scheiße. Und dann schnell mal ist mein Lehrer gekommen und hat gefunden, hey du... Bei uns ist der Sporttag ja mehr, man muss nicht in die Schule. Genau, ja. Und ich habe das tot ernst genommen. Und dann durch Sport habe ich halt noch mehr Leute kennengelernt. Ja. Und dann bin ich ins Leichtathletik gegangen und eben so lernst du Deutsch. Wie integriert man sich mit 13, wenn man aus einem fremden Land kommt, man eben kein Schweizerdeutsch kann und offensichtlich auch anders aussieht als alle anderen Kinder in der Schule? Ich kenne es von einem anderen Bereich. Als lungenkrankes Kind weiss ich, Kinder können wahnsinnig brutal sein, wenn sie merken, du bist anders. Ich gehe mal davon aus, du bist jetzt auch nicht nur mit offenen Armen empfangen worden. Nein, also meine Klasse, ich habe sehr viele gute Leute in der Klasse gehabt, aber es hat schon der eine oder andere gegeben. Oder vor allem auf dem Pausenplatz am Anfang haben dich Leute extra dumme Fragen gestellt, um die einfach nerven und mega laut von allen. Und leider für die haben die nicht ganz gecheckt, woher ich komme und dass ich Apartheid dann kennt kann und I didn't take no bullshit von denen. Und ich habe gewusst von Anfang an, zwischen klare Linie, überschreitest die Linie und ich werde sehr wirklich schnell aufmerksam machen, dass da ist meine Grenze. Und ich glaube, schnell mal in der Schule haben sie gemerkt, das ist eine liebe Person, aber einfach das habe ich keinen Spass verstanden. Aber mit der Zeit habe ich dann angefangen zu lernen, dass in der Schweiz es gewisse Leute, die nicht besser gewusst haben. Das heisst, ich habe nicht jedes Mal so darauf reagieren. Das heisst, ich habe mit der Zeit gelernt, bei wem ich eine klare Linie muss ziehen und bei wem kann ich einfach feiner mit dieser Person umgehen. Ja, aber eben, sie sind zum Teil auch nicht mehr Fragen gestellt, wie «Kennst du Lasagne?» What? So, ja.
Aber mega schräge Frage, hast du schon mal Fondue gegessen? Ich denke, warum in Gottes Namen würde mich Käse schmerzen und Brote die drin? Wieso? Weißt du es mittlerweile? Ja, mittlerweile weiss ich es, ja. Es ist einfach wahnsinnig fein. Es ist mega fein. Es ist und die Diskussionen, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Raclette und Fondue. Es ist auch schwierig. Hast du? Nein, ich habe keinen Favorit. Ja, besser nicht. Ich habe aber beides gern. Das ist natürlich auch total gut. Ich würde mit dir gerne nicht über das Thema Rassismus reden. Ja. Aus einem einfachen Grund, weil ich glaube, in allen Interviews, die ich von dir gelesen habe, und das sind doch etwa 20 A4-Seiten gewesen, ist das Thema Rassismus eigentlich in jedem Interview. Ja. Und ich habe so das Gefühl, also natürlich ist das ein unglaublich wichtiges Thema. Also nicht, dass man es falsch versteht, das weiß ich ja von dir auch. Ja. Aber nervt es dich manchmal auch, dass du wie fast auch immer auf das reduziert wirst? Ja, ich habe mit den Jahren gecheckt, I'm the go-to-guy. Weil ich auch davon geredet habe auf der Bühne. Und ich glaube, viele Leute dann nutzen die Gelegenheit, mir dann Fragen zu stellen. Aber durchaus finde ich, es gibt gute Fragen und dann gibt es einfach die banale Fragen, wo ich denke, da hast du jetzt wörtlich eine Sparen. Ich glaube, das wissen wir jetzt alle, wenn sie mich fragen, wie erlebst du Rassismus immer noch? So, are you serious right now? So, das ist wie wenn du zu einer Frau gehst und fragst, erlebst du Sexismus immer noch? So, ja. Und ich finde es okay, wenn sie fragen, einfach es muss gut sein und es darf nicht jedes Interview sein. Deswegen bin ich froh, dass jemand das mal anspricht. Ich verstehe, warum sie es machen, aber wenn man es macht, muss es durchdacht sein und nicht die gleiche Frage, die die anderen 10 mich schon gestellt haben. Spürst du manchmal wie auch vielleicht einen Druck, dass eine gewisse Erwartungshaltung da ist, dass du dich halt aufgrund von deiner Herkunft für das Thema einsetzt? Ja, ich fühle das von beiden Seiten. Ich spüre das von Leuten, die gleich aussehen wie ich. Auch in der Schule. Du hast dir gewünscht, es gibt jemanden, der etwas sagen will, damit die anderen mal aufhören oder das mal checken. Und dann hast du die andere Seite von den Leuten, die wirklich Fragen haben. Und dann ist, und wenn du der Go-To-Guy bist, ist einfach so, das musst du einfach akzeptieren. Und schlussendlich ist es ja nichts Schlechtes. Du versuchst halt die Welt eben den Besten zu machen. Aber eben die Fragen müssen schon stimmen. Und nicht jedes Mal. Sonst erzählst du einfach das Gleiche und dann kommst du einfach nicht weiter. Mhm. Was ich einen spannenden, sage ich mal, Clinch finde, den du möglicherweise hast, ist ja, wir in der Comedy arbeiten sehr oft mit Klischees. Ja. Gleichzeitig manifestieren die manchmal auch ein Bild von Menschengruppen, das überholt ist. Und das gilt ja sowieso nie für alle in einer Gruppe. Aber im Gesamten stimmen ja gewisse Vorurteile manchmal oder Sachen. Wie gehst du mit dem um, wo in dem Sinne natürlich jetzt auch viel mehr Freiheiten hat, Jokes über das zu machen, als eine Person wie ich? Ja, also kennst du es ja, weil du weißt ja, egal was du sagst, du wirst immer irgendwelche Leute auf die Füße stehen. Egal was du sagst, wie lieb du es meinst, irgendjemand hat immer etwas dagegen. Und ich habe mir dann immer gesagt, solange, und meine Mom hat mir auch geholfen, dass ich gesagt habe, hey, solange dass du aus dieser Situation mit erhobenen Schultern kannst rauslaufen, ist alles gut. Es wird irgendjemand das falsch verstehen, aber gib einfach du dein Bestes und ich glaube, viel mehr kannst du nicht machen. Spiegelst du das Material mit jemandem vorher? Also, ja, wenn du jetzt Jokes machst, über eine Randgruppe, gehst du vorher fragen, ist das okay oder nicht? Ja, definitiv. Ich meine, ich habe auch einen Witz über Seepferde dann machen, dass sie das Geschlecht... Das Gespräch mit dem Seepferdli wäre jetzt wirklich spannend gewesen. Kann ich das brauchen als Beispiel, um irgendwie auf so das Gender-Thema irgendwie angehen. Und dann habe ich einfach gefunden, nein, ist ein zu heiß. Also ich rede normalerweise mit anderen Comedians und natürlich auch mit meinem Co-Autor, Jörg Zentner. Und dann kannst du schnell mal, hey, komm, riskier es oder lass es lieber sein. Ja. Gut, also wenn wir Klischees droppen, dann sage ich jetzt, ja klar, dass du Leichtathletik gemacht hast. Und nicht nur Leichtathletik, du hast es gesagt, du hast nur etwas davon aussuchen, aber du hast eigentlich einen schlauen Move gemacht dann. Weil du hast nicht irgendeine Sportart genommen im Leichtathletik. Ja, ich habe dann anstatt einer, habe ich dann zuerst 7 genommen.
Siebenkampf, ja. Und den 10. Ja, super Zehnkampf sozusagen. Also den Zehnkampf hast du als Disziplin genommen. Warum das? Ja, weil es ist mir... Also stell dir vor, du trainierst Sprint. Und du machst nur das. Und ich habe das mit der Zeit, es ist zu monoton geworden. Und ich habe die anderen Sportarten angeschaut und habe gefunden, hey, vielleicht bin ich nicht der Beste in einem. Wenn ich der Beste in 2 bin, das langt mir. Und dann habe ich halt den 10 gemacht und ich habe einfach auch mich mental sowie auch physisch fördern. Ja. Du bist auch heute noch extrem sportlich. Du rennst, du machst Kampfsport. Ja. Was gibt dir das? Ein Ventil. Und auch, ich merke, wenn ich das mache, bin ich psychisch sowie physisch mag ich mehr. Weil ich weiss, es gibt viele Leute, die denken, eben, unser Job ist einfach mega einfach. Und statt auf der Bühne, es läuft so viel hinten dran. Und zum Teil hast du so wenig Schlaf. Und wenn du dich nicht um den Körper kümmerst, kannst du auch nicht die Leistung erwarten von deinem Körper. Das heisst, es geht Hand in Hand. Weil theoretisch das, was wir machen, viele Leute können glauben, ist auf eine Art Leistungssport. Und du musst einfach fit bleiben, um das zu machen. Ich kenne keinen, der wirklich im Showbusiness schafft, der nicht auf irgendeine Art auf den Körper schaut und auch auf die mentale Gesundheit. Also es ist sehr, sehr wichtig, hilft mir im Beruf sowie im Privatleben. Das ist der Fokus mit dem Charles Nguela, Comedian und Familienvater. Du bist zweifacher Papi. Hast eine Tochter, die 4 ist und einen Sohn, der halbjährig ist. Ja, halbjährig, yes. Genau. Wie hat dich Vater sein als Mensch verändert? Hey, bei der Tochter habe ich gemerkt, ich bin viel weicher geworden. Also weißt du, viel geduldiger auch. Ich bin, würde ich jetzt mal behaupten, ein geduldiger Mensch. Aber mit ihr wirklich noch mehr Geduld. Aber beim Sohn ist es gewesen... Hat es wieder gekehrt? Ist wieder gekehrt. Also, beim Sohn ist so, weißt du, musst dran, so am Schütteln. Hast du 6 Monate? Das mag ich schon. So, bin ich ein bisschen gröber, aber ich glaube, das ist einfach so ein Männerding, wo du einfach so, schütteln ist, ist schon gut. Okay. Ich kann dich nur gut zum Wissen, dass es nicht so ist. Ja, also nicht so schütteln, weißt du, wie ich meine, mit dem Spielen. Also dachte ich, sage es für die dich jetzt wirklich nicht so kennen, dann ist falsche Eindruck von dir entsteht. Ja, denke kotzt dir jetzt? Nein, aber im Moment, muss ich ehrlich sagen, mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Über das, was gerade auf der Welt läuft, denkst du dann, ja, also ich hoffe, es kommt nicht so weit, dass sie die Angst haben, wo ich als junger Mann Angst hatte. Und das hat es mit mir gemacht. Aber auch auf der Bühne habe ich gemerkt, gewisse Sachen, ich schaue ein bisschen mehr. Also früher bin ich viel mehr in Risiko gegangen auf der Bühne und jetzt ist quasi, hast du es im Hinterkopf gedacht, irgendwann könnten meine Kinder das googeln. Und können zurückgehen und sagen, Papi, das ist schon mega weird oder irgendwie so, warum hast du so Zeug gesagt? Und ich möchte nicht ganz in die Situation kommen, wo ich sage, ja, es war eine andere Zeit gewesen. Aber ich glaube, wenn man das erste Programm anschaut und jetzt, ich glaube, es gibt keinen Weg drum herum. Ich würde irgendwann sagen, ja, es ist eine andere Wäre auch Zeit. schlecht, wenn das Material immer noch gleich ist wie vor 15 Jahren. Dann hätte es auch keine Entwicklung gegeben. Und dass du dir Sorgen machst, dass deine Kinder mal googeln und nicht gut finden, das ist ja völlig unbegründet, weil sie finden es ja jetzt schon nicht gut. Jetzt, Was ist wahr? deine Tochter interessiert sich ja wirklich überhaupt nicht für deinen Beruf. Wie haben Kind deine Kunst verändert? Also Theorie von mir jetzt. Ich merke, du bist auch viel politischer geworden. Du merkst, du machst dir Sorgen auch um die Welt, um die Entwicklung. Ja. Etwas, was man in den früheren Programmen jetzt ein bisschen weniger gehört hat von dir. Ja. Hat das auch mit deinen Kindern zu tun? Ja, ein bisschen. Und ich glaube auch, ich bin älter. Und jetzt, wo ich den Schweizer Pass habe und kann selber wählen, dann muss ich schon, dann muss ich schon schauen. Nein, ich glaube, man wird einfach irgendwann ein bisschen älter und man interessiert sich auch mehr um das, was rundum passiert. Und ich glaube, das Publikum wächst mit einem mit. Und ich glaube, ich spiegle eigentlich das Publikum. Mehr oder weniger, was die Leute jetzt gerade interessiert. Ich lese das in der Zeitung und denke, alle haben das auch gelesen, dann schwätze ich drüber. Mhm. Ja. Hast du manchmal Existenzängste? Ja, definitiv. Warum? 2 Mal, die letzten 5 Jahre, hatte ich es 2 Mal gehabt, nach Covid.
Also während Covid war die ersten 2 Monate, habe ich es lustig gefunden. Ich denke, wow, Pause. Es ist auch für mich mental schön gewesen, zum ersten Mal, weil du in diesem Job, du hast immer das Gefühl, du kannst mehr, du musst mehr. Und zum ersten Mal haben wir alle einfach bremsen können. Und du hast einfach gewusst, es sind alle daheim, ich muss nichts machen, ich muss nicht posten. Die ersten 2 Monate sind okay gewesen, aber nach 2 Monaten habe ich angefangen zu merken, okay, wie komme ich überhaupt zurück? Und dann hatte ich Existenzängste gehabt, weil ich gewusst habe, hey, vom Sparkonto lange es nur noch für 2 Monate. Und was mache ich denn? Und dann hatte ich sicher 3 Monate lang fast jeden Abend Panikattacken gehabt. Also bin im Bett gelegen und bin aufgestanden, wirklich am Schwitzen. Und aufgestanden, laufe hin und her und denke, oh mein Gott, nein, so viele Jahre in das reingesteckt und ist einfach alles weg. Das gehabt. Und ich glaube, wenn ich mich an der Hand verletzt habe und ich bin 8 Monate lang daheim gewesen. Und dann musste ich eine neue Show schreiben. Und das hat mir einfach Angst eingejagt, weil ich denke, ich war ja kein Open Mic gewesen. Ich habe ein paar Tryouts und dann geht es los. Und wenn das Programm nicht gut ist, habe ich ein riesiges Problem. Und zum Glück ist es besser rausgekommen als erwartet. Ja, du hast, da muss man schnell sagen, du hast eine Glasschüssel gehabt, die ist explodiert und hat dir eigentlich fast deine Hand weggesprengt. Also es war wirklich nicht mehr so viel rum. Du hast in dem Sinne eigentlich dann 2 Co-Autoren gehabt während dem Schreiben vom neuen Programm, eben der Jürg Zentner, wo das Programm mit ihm geschrieben hast, und Morphium. Ja, und Morphium, ja. Und sehr viel Morphium. Und, wer hat mir geholfen? Ich sage, beide ist Hand in Hand gegangen. Wenn der Jürg nicht weiter können, einfach schnell Morphium reintatschen. Nein. Aber in so einem Moment überlegt man sich ja dann schon, eben, und gerade wenn man dann noch Familie hat, da ist ja ein gewisser Druck rum. Hast du dort wirklich ernsthafte Angst gehabt? Ich habe ernsthafte Angst gehabt, weil ich eben, dann war der Kleine noch nicht auf der Welt gewesen, und ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, nein, was mache ich? Wie könnte ich zurück, kann ich zu einem normalen Job zurück? Ich habe ja, mein letzter Job war ein Sales- und Product-Manager gewesen, aber wieder zurück ins Büro ist für mich so, also die Vorstellung. Also mich würde es freuen für deine Bürogespöntchen. Ich glaube, es ist sehr lustig, mit dir im Büro zu arbeiten. Aber ja, ich wünsche mir es für dich nicht. Ja? Nein. Und dort hatte ich schon Existenzangst gehabt. Und vor allem auch ein Programm schreiben mit einer Hand. Schon, vor allem mit der linken Hand noch. Und ich bin Rechtshänder. Also das ist schon, ich habe schon mega Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen. Definitiv tricky. Du hast es vorher gesagt, du hast jetzt seit einem Jahr den Schweizer Pass. Yeah! Was bedeutet der dir? Hey, es gibt einem das Gefühl, nach all dem, vor allem in meiner Situation als Künstler, der durch die ganze Schweiz reist und über die Schweizer Kultur dann redet und es wird ein Teil von dir. Es ist schön, einfach so wie ein Dokument zu bekommen, damit du weißt, hey, du gehörst auch, es ist jetzt auch dein Zuhause. Weil ich habe lang kein Heimatgefühl gegeben, wo für mich auch zum Teil ein Vorteil war, wo ich die Welt ein bisschen offener gesehen habe, weil gehe ich zurück nach Südafrika, wie ich Englisch schwätze, also nicht wie, ich habe schon dann nicht Englisch geredet wie die anderen, habe mich sehr darauf geachtet, wie ich Englisch geredet habe. Und schon dann haben sie immer mich komisch aus Angst, dass sie dich verratest, also halt die Urangst, dass deine Familie auf der Flucht war und man nicht hätte wissen, woher ihr eigentlich kommt, oder? Nein, es klingt brutal, ich habe nicht so wie die Unterdrücker reden. So, ich habe den Akzent nicht wollen. Das heisst, ich habe das Engländische und das Amerikanische einfach gemischt. So, ich habe Wörter von den Amis und Engländern und ich habe nicht wollen, einfach so tönen, vor allem wie die Leute, die Afrikaans geredet haben. Und dann fährst du schon auf das, wenn ich auch heute zurückgehe, anhand von dem, wie ich laufe, wie ich rede, sie merken gerade, auch wenn du da aufwärts, du bist nicht. Und wenn du zurück in die Schweiz kommst, genau das Gleiche. Anhand vom Aussehen merkst du, die Leute behandeln dich auch dem. Ich habe nie wirklich so ein Heimatgefühl gehabt. Und in Kongo sowieso. Ich habe die Sprache zwar noch, aber mit englischem Akzent, und dann merkst du auch gerade, das heisst nicht wirklich immer das Heimatgefühl gehabt. Und jetzt zum ersten Mal, aber ich hatte den kongolesischen Pass gehabt, ich habe mich auch immer dort auch daheim gefühlt gehabt, aber in den Ländern, wo ich gewohnt und gelebt habe, nicht wirklich. Und zum ersten Mal dann, wenn ich den Pass bekommen habe, habe ich gesehen, cool, not bad.
not bad. Du hast ja viel dafür gemacht. Du gehst ja zum Beispiel einmal pro Jahr eine Basler Fasnacht. Oh ja, Gott. Das ist ja dein Integrationsprogramm gewesen, was dir gegeben hat. Das hat viel mit deiner wunderbaren Partnerin, der Ramona, zu tun. Ja. Ursprünglich Designerin, ist aber in Basel aufgewachsen. Yes. Und mit der Fasnacht und hat dir immer gesagt, schau, eine Woche pro Jahr wird freigenommen. Jedes Jahr. Und sie hat dir auch gesagt, schau, je öfter dass wir gehen, irgendwann wirst du es verstehen. Das ist ja jetzt nicht lange her. Ich glaube 2 Wochen oder so. Hast du es verstanden? Los, es gibt Sachen, die ich verstand und Sachen, die ich nicht verstehe. Es tut mir so leid, dass wenn Basel das hört, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wo es so geht. Ich finde, Guckenmusik ist in Basel erfunden worden anscheinend. Und ich finde, zum Hören finde ich Guckenmusik angenehmer als das Piep, 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 Piep. Pfeiferli, ja, die Pfeiferli und eben. Ja. Und das darfst du nicht sagen. Weil alle finden, das sagen, aber ich persönlich muss sagen, ja, obwohl, ich tue mich langsam damit anfreunden. Ich habe mir jetzt dieses Jahr bin ich als Wakis gegangen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schon etwas anderes, wenn du dementsprechend angeleitet bist und du gehst dort hey, anstatt ganz normal und schaust Leute zu und die schmeißen den Räppli an. Schon eine ganz andere Erfahrung. Das check ich schon mehr. Aber ja. Also du wirst jetzt kein Fasnächtler werden wahrscheinlich, oder? Nein, glaube nicht. Aber sie versuchen es. Ich bin jetzt in einem Fastnachtschat. Und gerade heute... Bist du tief drin? Gerade heute, ich lüge dich nicht an. Und gerade heute, nach dem Podcast, fahre ich zurück nach Basel an eine Fastnachtsnacht, weil sie und ihre Freundinnen wollen einen Wagen kaufen für die Kids. Und dann müssen alle besprechen, ob das eigentlich gut ist oder nicht. Jetzt fahre ich nicht hin. Und so, wenn ich dich kenne, fährst du dorthin mit dem Gedanken, du schau, vielleicht ist es neues Material. Definitiv. So. Definitiv. Ja. Da hat schon jemand im Chat geschrieben, schreibt nicht zu viel, weil der Charlie schreibt alles auf und ich schreibe zurück, es ist viel zu spät schon. Du hast in Dietiken die 1. August-Rede halten. Yes! Und das war, glaube ich, gerade nachdem du den Pass bekommen hast. Gerade. Anscheinend ist es eine Bedingung in Dietiken, sobald du eingebürgert worden bist, dass du den 1. August-Rede musst halten. Was war das für eine Erfahrung gewesen? Das ist schon sehr eigenartig. Also ich kann es im Fall nicht in Worte fassen und auch wie stolz meine Mutter war im Publikum. Einfach zu sehen, dass du in ein fremdes Land gekommen bist, hast die Sprache gelernt, hast die Kultur kennengelernt. Und auch der Ort, wo du dann wohnst, ist so gut, dass du den Pass dann bekommst. Und nicht nur das, dann bekommst du die Ehre, über an so einem wichtigen Tag eine Rede zu halten, ist schon für mich extrem speziell gewesen. Es ist wie der Abschluss von einer sehr, sehr langen Reise. Und es ist wirklich der Moment, habe ich auch gemeint, boah, jetzt darf ich wählen. Jetzt bin ich offiziell ein Eidgenosse. Jetzt ist es ja nur ein Zwischenhalt. Also es ist eine Reise, da hast du recht, aber ich glaube, es ist nicht der Abschluss von einer, sondern da kommt natürlich noch ganz viel Weiteres von dir, wo wir uns natürlich auch drauf freuen. Was sind deine Zukunftspläne? Hey, ich hoffe einfach weiterhin Menschen zu unterhalten und irgendeiner, glaube ich, werde ich mir auch, so wie alle anderen, ich würde mich vielleicht wagen, vielleicht mal einen Podcast machen oder... Hat wirklich zu wenig. Ja, es ist viel zu wenig. Und, vielleicht eine Sendung einfach mal etwas anderes als das, was ich jetzt mache. Weil eben der Job ist vielseitig, du kannst viele Sachen machen, aber das ist etwas, wo ich noch nicht in Angriff wirklich genommen habe und das wird vielleicht in Zukunft etwas sein. Aber durchaus weiterhin immer noch auf der Bühne stehen. Gut, eben, musst du auch schauen, was gibt es denn in Zukunft überhaupt noch? Wie Comedian auch nicht, wegen KI, oder? Also wir sind ja alle ersetzbar. Obwohl ich finde, weißt du, KI, was Musik geht, ich glaube Musiker, die müssen richtig zittern. Der geht schneller, ja. Der geht schneller, weil ich habe schon wirklich, irgendjemand hat das Album von 50 Cent genommen, ich glaube Get Rich or Die Trying, und hat es mit KI, yes, das ist aber wirklich, es ist gut. Und ich habe es nicht mal gemerkt. Ich habe gedacht, boah, wer ist der Künstler, der sagt mir über KI? Ich denke, oh mein Gott. Bei uns KI mit den Jokes, nein. Also ich habe schon eingegeben und sagen wir von 20 Jokes findest du einen so, ja,
Ja, so mäßig gut. Ich glaube, also was KI dort fehlt, ist Emotionen, aber ich glaube, sobald die Quantum-PCs fertig sind, mit KI zusammen, dann dem müssen wirklich alle zittern. Egal welcher Job, ob Grafiker, Texter, Komiker, Musiker. Aber durchaus, KI hat keine Emotionen, deswegen denke ich, Gott's neues Zeitchen. Ich glaube auch das Live-Geschäft, dass Menschen wollen sehen und spüren, das ist nicht so schnell ersetzbar. Technisch wird es wahrscheinlich schneller gehen, als uns allen lieb ist. Hast du einen Plan B? In deinem Leben immer gehabt, oder jetzt einfach in diesem spezifischen Fall? Ich drehe immer noch sehr gerne Videos und ich mache das noch und ich bin jetzt auch gerade dran, meine eigene Agentur aufzubauen und das werde ich nebenbei einfach dann aufbauen. Das heisst, wenn ich nicht auf die Bühne stehe, bin ich Videos am drehen. Also nicht unbedingt für mich, für andere Leute und das ist mein Plan B, weil zurück als Drucktechnologe klappt nein. Es wäre sehr schade. Das wäre zumindest ein sehr grosser Verlust, auch für die Schweizer Comedy-Szene. Timing. Der Joel ist auf Tour, sind gerade neue Tourdaten für den Herbst gekommen. Könnt ihr das unbedingt anschauen. Es ist ein sensationell gutes Programm. Und ganz herzlichen Dank, hast du dir Zeit genommen und bist heute bei uns gewesen. Hey, danke dir und merci vielmals fürs Zuhören. SRF 3 Fokus. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.